Wir sind in der korte Series Mea Von Jesus. Und die ersten 2 sind, da sagen wir sollen lernen zum Beten. Wir sollen lernen zum Beten und uns aufmerken, dass wir nur denken können, was Gott getan hat und ein Leben haben von Gebet. Letztes Sonntag sagen wir sollen uns Leben anschauen, dass wir können die Bibel studieren und auch von Gott persönlich hören. Dass wir können uns stärken, uns Hort stärken in Jesus Christus. Und von der will wir sein, wo wir sollen ruhen und verreven. Wenn ich rumkicken da und ich mein Leben untersuchen, ich glaube, ein von den größten Dingen, was viele Christen in Stich stehen, besonders hier in Ontario, ist, dass viele von uns sind Meid. Wir ran eine Stadt oder andere, wir schaffen, wir spielen, und wir schaffen und spielen uns Meid. Und ich glaube, es ist schwer, zum Mea von Jesus kriegen, wann wir einmal Meid sind. So ich will uns von der Haupten denken, dass Gott hat dort im Plan, dass wir nicht Meid sind. Dass wir verreven tun. Dass wir Zeit nehmen für Ruen. Ich wieder gehen, aber noch einmal anfangen mit dem Gebet. Jesus Christus, ich bete von dir, dass du uns Mut geben, uns helfen sein, dass wir uns Leben anstellen, so dass wir mehr von dir kriegen. Wir beten Gott, dass du von dir unsere Seilen stellen, dass wir von der Stadt von Ruhe und Frieden und Fried, das annehmen, was du hast für uns von dir. Und ich bete Gott auch für alle, die wir das horchen tun. Und wir haben fertig unsere Gedanken sind so drauf. Ich bete Gott, dass du uns Gedanken auch stellen, dass wir können von dir hören von dir. Wir beten alle das in Jesus' Namen. Amen. Ein von den ersten Geboten, was Gott gegeben hat, in dem Alten Testament, wie dort von der Sabbat. Und der Sabbat ist gegeben zu den Israeliten, so dass sie können ruhen und in einem Werk, 7 Tage, ein von den 7 Tagen apart saßen, dass sie nicht schaffen würden, nicht arbeiten würden, dass sie können ruhen und verreven. Wir sehen das in 1. Moses, Kapitel 2, die erste und die 3. Vers, das sagt es dort. Und nu werden der Himmel und die Erde und all dort Leben, was im Himmel und auf der Erde ist, gemerkt. Und 7. Tag wir alles fertig, was Gott gemerkt hat. Und er arbeitet nicht wieder 7. Tag und dort, was er geplant hat. Und Gott sah den 7. Tag und sah den apart und sieht, dass er heilig war. Willst er den Tag abhielt mit seiner Arbeit und da hat alles gemerkt, alles möglich. So hier sehen wir, das ist der Anfang von der Sabbat. Gott gibt den Sabbat, so dort, und er sagt hier, er arbeitet nicht wieder am 7. Tag. So Gott versaß dir und saß dir, möglich alles. Und ab den 7. Tag, hier er mit schaffen. Und er sah den Tag apart, und der 3. Vers sagt, und Gott sah den 7. Tag. So er sah den apart, und dann, was meint das, sah apart, er mögt den heilig. Und sah dort, der heilig wir. Warum mögt er den heilig? Er sagt, willst er den Tag abhielt mit seiner Arbeit. So Gott schafft, und wir sehen, das ist die Grundlehre von der Sabbat. Und dort ist das, wir sollen schaffen, aber wir sollen immer Zeit nehmen, zum Ruhen und Verreven. Und der Grund für diese Lehre ist, Gott, der Ruhen und Verreven. Das ist nicht, dass Gott fehlt, der Ruhen, dass er sich verreven hat, aber er gibt uns ein Beispiel, dass wir das sollen tun. Und dann wieder, wenn Gott den Bund macht mit den Israeliten, in 2. Moses, Kapitel 20, 8 bis 11, lesen wir es dort. Und der ist Port von den 10 Geboten. Halt den Sabbat, so dort der heilig ist. Saß still, sind zum Schaffen und die Arbeit tun.
An den 7. Tag ist der Sabbat vor dem Herrn jün Gott. An dem Tag soll je keine Arbeit tun, nicht je, und nicht jene Kinder oder Arbeiter oder Kerkjes oder Fei oder die Fremde, die bei die sind. En saß der mögt der Herr den Himmel und die Erde, dort Meer und alles, was du bern ist. Und am 7. Tag reft hij sich. Deswegen sendet hij den Sabbat und hält den. So er sagt hier, um den Tag soll je keine Arbeit tun. Dort ist der Gebot, was Gott der Israeliten gegeben hat. Sie sollen Saßstil schaffen. Und ich glaube, wir selber uns weiterhalten denken, dass Schaffen ist gut. Schaffen ist gesund. Wir sollen schaffen. Gott hat uns gemerkt zum Schaffen. Dass wir Dinge tun. Und so eine Wort kann schaffen und nicht schaffen tun, sie dann dort nicht ausleben, dort was Gott will haben von ihnen. Aber wir sollen Ruen und Vereiwen für die Israeliten, dort meinen den 7. der aufnehmen, dort sie nicht schaffen werden. Und das wird nicht bloß für ihn. Sie sollen dort nicht dort verlangen von anderen. Nicht ihre Kinder, nicht ihre Arbeiter, nicht die Kerkjes, das Fei und die Fremde. Sie sollen wörtlich einen Tag ganz support sagen, dort sie den Tag nicht schaffen würden. Warum gibt Gott diesen Sabbat den Israeliten? Dort wir entdecken, dort sei in Bund werden mit Gott. 2. Mose Kapitel 31, 14 bis 17 sagt es dort. Halt den Sabbat, dort ist ein heiliger Tag. Wer den gemein hält, soll sterben. Und wer am Sabbat arbeiten wird, soll üten Volk rütig gesagt worden. Saß der dürft je arbeiten, aber der Sabbat, der 7. Tag, ist heilig. Und um den soll je von der Arbeit reven. Jeder einer, der am Sabbat arbeitet, soll sterben. Die Israeliten sollen den Sabbat halten durch alle jene Tiden. Als ein Bund, der ab einmal hält. Sabbat halten ist ein Teken zwischen mir und den Israeliten ab alle Tiden. Der Herr hat in Saßstil Himmel und Erde gemerkt, und am 7. schafft er nicht. Dann revet er. So er sagt, fängt hier an, er sagt, halt den Sabbat. Und jeder Israelit, wird schaffen am Sabbat, der soll sterben, wie sein dort hier auch. Aber was sehr wichtig ist zu verstehen, warum Gott das geben hat, dort helpt uns zu verstehen, weil selbst wir als Christen den Sabbat ausleben. 17. Vers sagt, Sabbat halten ist ein Teken zwischen mir und den Israeliten ab alle Tiden. So, wo soll wir das verstehen? Gott gibt 2 Teken zu den Israeliten, dort sei bewiesen worden, dort sei wären Gott sein Volk. Und die 2 Dinge wären die Beschneidung und der Sabbat halten. Da wir in Teken, dort sei Gehirten zu Gott. Und dort ist, warum Gott sagt, halt diesen Tag heilig. Heilig meint, ein Portsaten für Gott sind Gebrauch. Und die Israeliten sahen sich apart, dort Gott durch schaffen können. So wie in dem Alten Testament, in dem Neuen Testament, kam Jesus und er erklärt today, wir würden am noch feiern, wo wir den Sabbat sollen verstehen. In Matthäus Kapitel 5, der 17. Vers sagt es dort. Denkt nicht dort, als gekommen sie, Moses ihnen gesagt, und dort, wo die Propheten gelehrt haben, zu nichts zu merken. Als sie nicht gekommen, dort etwas sie zu bringen, aber zu erfüllen. So er redet hier von das ganze Gesetz. Alles, was in dem Alten Testament geschrieben ist zu den Israeliten, dort sei sollen dort nur feiern, zum bewiesen, dort sei in das Bund sind mit Gott. Er sagt hier, Jesus ist nicht gekommen, dort etwas sie zu bringen. Er ist gekommen, um dort erfüllen. So wird Jesus den Sabbat erfüllen.
Ursprünglich, Jesus hält den Sabbat, der Israelit Sabbat, in einer vollkommenen Weise. Die wird keine Sinn und wo er nicht den Sabbat halten. Aber er wird auch erklären, wo die Israeliten sollen den Sabbat halten. In Markus Kapitel 2, 23 Vers, aber der 28 Vers sagt es steht. Einen Sabbat ging Jesus durch die Getreidefläche und seine Jünger fingen an, Arn zu placken und zu Dann sagten die Pharisäer zu ihm, check doch, was deine Jünger am Sabbat tun. Das ist nicht reich. Er sagte ihnen, habt ihr niemals gelesen, was David tat? Als er und die mit ihm waren, hungrig waren und nicht eten hatten, sie gingen dann, als Abratar Hohepriester war, in Gottes Haus nähen und eit dort Brot, dort Gott gewährt wir, und selbst keiner aus der Priester eten dürft. Und jeif dann auch nur die mit ihm waren. Dann seht er an, der Sabbat ist durch wegen den Menschen, und nicht den Menschen wegen des Sabbat. Und durch wegen, als die Menschen sehen, auch Herr über den Sabbat. So, was lehrt Jesus hier? Ich glaube, ein Ding, was dieses Menschen tun, wenn Gott ein Gebot geben wird, wir tun viele Menschenreihen und Gesetzen tolleihen, so dass wir feilen die Gebot erst noch mehr oder Dollar vor dich. Und das ist, was die Juden deuten, das ist, was die Priester deuten, das ist, was die Pharisäer deuten. Gott hat gesagt, sie sollen nicht schaffen. Und mit dort leiten sie alle Sorten Menschengesetzen ab. Und hier hilft Jesus die Pharisäer und alle die Juden zu denken, dass Gott jeif den Sabbat um den Menschen zu halten. Und das ist Gott sein Willen von Anfang für den Sabbat. So hier sei wie, wo Jesus anfangen wird, um dort erklären, wo Jesus seine Nachfolger sollen den Sabbat halten. Dort ist nicht, dort wir sollen dort gesetzlich halten, wir sollen dort in Sinne Weise halten, was uns abbühren wird und uns halten wird am Nachfolgen. Er sagt hier, der Sabbat ist durch wegen den Menschen und nicht den Menschen wegen des Sabbat. In Ordnung Weise zu sein, wir sind nicht dort um den Sabbat an Menschenreihen und Städten. Gott hat die Gesetze in der Sabbat gegeben, um uns zu halten, dass wir kann besser Gott noch folgen. Und dann merkt Gott hier, oder Jesus merkt hier ein grauter, Statement. Er sagt, und du wegen, als die Menschen sehen, er redet von sich selbst, auch Herr über den Sabbat. So, was Jesus hier sagen wird, als in der Alten Testament wieder in Verse wo sie sollen den Sabbat haben, an Sinn und jeder Werk sollen sie keine Arbeit tun, aber nu sagt Jesus sich selbst über den Sabbat. So nu, was wir hier lesen tun, ist, was Jesus sagen wird von der Sabbat, als dort, was wir sollen noch folgen. In Hebräer Kapitel 4 nehmen wir auf, lehrt uns, wo Jesus den Sabbat erfüllen hat. So erstlich, dass Jesus den Sabbat in einer vollkommenen Weise halten, hat erklären, was Gott sein Willen für den Sabbat war. Und nun sehen wir, dass Jesus erst da, was der ganze Sabbat erfüllen wird. In Hebräer Kapitel 4 nehmen wir auf, sagt es steht. Und so jäf dort für Gott sein Volk nach einer versprechenden Ruhe, einer Sabbat-Ruhe. Dort ist so, wer in Gott seine Ruhe nachkommt, der ruht. Auch von seiner Arbeit, gerade so, als Gott von seiner. Weil wir darauf haben, alle Fliet ansagen, in diese Ruhe nachzukommen, dort nicht irgendwer voll kommen mag, durch ungehorsam sein, so als Jana. So, was der Schreiber von Hebräer hier lernt, ist, dass Gott gibt den Sabbat
für ein Teken für die Israeliten, aber da wir nicht bloß ein Teken, da wir ein Vorbild von wo wir würden gern für alle Zeit in alle Ewigkeit Jesu Ruhe kriegen in Jesus Christus. Das ist interessant, Gott ist noch in seinem Sabbat. Gott ist noch in seinem 7. Tag. Und wo wir die Gesetz verstehen, dann ist dort erst, wir müssen schaffen, einmal schaffen, dort wir können genug jährlich verdienen, dort Gott der Friede ist. Aber wer in Jesus ist nu in der Jesu Sabbat. Und dort meint, sie brauchen nicht mehr durch Jesu Arbeit ihre Ruhe verdienen. Wer in Jesus Christus ist, hat ewig jährlich Ruhe. Und wir können uns nicht jährlich verheven. Wir brauchen uns nicht mehr Meid schaffen. Wir brauchen nicht proben, durch Gesetzen holen, durch Gottes Worken, proben Gott zufrieden zu stellen. Gott ist zufrieden, wenn wir in Christus sind. Und wir können uns jährlich ruhen. So, wie sollen wir dann als Christen diesen Sabbat verstehen? Wie sollen wir diesen Sabbat herrlich halten? So sagt die Bibel verstehen da, Christen sind nicht mehr verantwortlich, um den Sabbat halten, so es in der Alten Testament war gegeben. Ich glaube, hier ist es sehr wichtig zu verstehen, was ich mit dem meine. Die Alten Testament Gesetze, die sind erfüllt in Jesus Christus. Was in Alten Testament geschrieben ist erfüllt in Jesus Christus. Dort, was Jesus frisch lehren deed, was in der Alten Testament ist, dort sollen wir nu auch ausleben. Und wir sollen sein, wo lehrt Jesus den Sabbat? Und der Sabbat in der Alten Testament, da wir sind nicht Sonntag, wo sie den Tag herrlich sein haben. Willst wir in Christus sind und willst wir Heiden sind und nicht Juden sind, wir sind nicht verantwortlich, um den Sabbat haben und sind. Willst wir Unger Christus sind. Und wir lesen auch in der Apostelgeschichte, Kapitel 15, 28 bis 29, hier wurde gesagt, wenn ein Port von der Gesetz sollen Christen haben, die wir Herden sind, und wir sind gleich dort durch, wird geschrieben, dass wir sollen den Sabbat haben. Aber Jesus lehrt, dass wir sollen Ruhe finden. So hier sei wie, dort Gott seine Meinung, Gott seine Verlangen für uns, erst doch, dass wir ruhen und verheven. Aber wir sollen dort nicht gesetzlich tun. Dort ist der große Unterschied. Die Frau ist dann, erst Sonntag, nu der christliche Sabbat. Wir lesen scheinbar in der Bibel, dass das nicht so ist. Aber ich glaube, der Prinzip, der Grundlehre, dass wir sollen uns ruhen und verheven und wir sollen uns in Christus Ruhe finden, Sonntag, so ein Sabbat haben, als Gott für Christen. Das ist ein guter Weg, wo wir uns ruhen und verheven. So ich würde uns Mut merken, dass wir deswegen Sonntag Rapport haben für den Tag, wo wir uns ruhen, verheven können. Aber das ist nicht wörtlich ein Tag, wo der Port gesagt ist für Christen. Woran über die Jahre, Christen haben Sonntag Port gesagt, es ist ein 7. Tag, es ist ein Sabbat so zu sein, es wird in Englisch sagen, wie dort ist der Lord's Day. Dort ist der Tag, wo Jesus Christus abwarten deed von Tod, und wird wie jeder Tag wollen, oder jeder Werk wollen dort ans Nachdenken halten, was Jesus getan hat, dann kämen Christen taub und Sonntag. Und dort ist ein guter Zeit, um das zu tun. So, nun soll uns Fokus mit dem Sabbat sein, dass wir uns verheven tun, jährlich verheven tun, leider ist gesetzlich Leben. Ich glaube, hier ist ein großer Unterschied zwischen, was Jesus uns verraupen hat und was das Alte Testament lehren hat. Das Alte Testament lehrt, dass wir sollen abhören mit Schaffen. Jesus Christus sagt, lehrt uns, wir sollen uns abfällen und verheven in Arm. Was ist der Unterschied zwischen diesen Lehren? Ich will ein Beispiel bringen. Wir sagen, wir haben uns ein 5 Arme gefangen,
und wir füllen den mit Wasser und das ist ganz bei oben voll. Aber das 5 kleine Arme haben Lacher. Und wir können sagen, hier schält ein klein bisschen Wasser raus, hier schält ein klein bisschen Wasser raus. Und Sabbathallen meint dort, wir nehmen und wir merken, jeder Loch, dass er tau ist, dass nicht mehr Wasser raus schälen wird. Das ist, was ein Sabbat ist. Aber Vereiwen ist noch viel mehr. Wenn wir alle, wir sagen, die Leichen sind in den Armen und die Arme erstmal hochvoll von Wasser. Und wie die Leichen tau merken dann, wo voll ist die Arme? Der ist noch hochvoll. Wenn die Arme durchstunden wird von einem Werk und die Leichen alle tau sind, wie kommen die Arme, wo voll ist die Arme? Der ist noch hochvoll. Und das ist, was der Sabbat tut. Der hält für ein Tag das Werk, sind alle die Leichen tau, dass kein mehr Wasser von den Armen ran wird. Was Christus uns heraupen wird, ist, dass er will uns Arme frisch abfüllen. Wir sollen nicht ladig gehen. Und was tut dann, wenn wir würden sagen, die Arme, wir nehmen die Leiche gehen weiter oben, dann wird die Arme, der Wasser, die Arme mehr rauf. Aber es ist wichtig, dass wir als Christen füllen uns Arme ab. Das ist nicht bloß genug, um die Leiche in uns Arme zu merken. Wir müssen den Arme frisch abfüllen. Und dort ist, wo wir uns jährlich abfüllen tun in Christus. Ein kleines Versen, was sehr wichtig für uns ist, in Matthäus Kapitel 11, 28, bitte durch die Versen, das lehrt uns das dort. Kommt alle nach mir, da je eure Schwere losen gehen, und bedrückt und meid sind, und ich will jünt Ruhe geben. Lag jünt mein Joch ab, und leert von mir, wills ich sie schonmutig und von Horten demutig, und je worden Rüfingen für jene Seilen, wills mein Joch tragt nicht, und mein Last ist leicht. Er fängt an, er sagt, kommt alle nach mir. Das ist uns Sabbat. Das ist das Christen, das ist uns Sabbat. Wir sollen nach Jesus gehen. Wer soll nach Jesus gehen? Alle die bedrückt und meid sind. Eine Frau, die mich anteimen, mein Leben ungesegnet hat, warum sind wir fertig meid? Ich glaube, sehr viele von uns sind meid, weil das Leben das schwer. Wir müssen schaffen, wir müssen kämpfen, dass wir wiederkommen, dass wir genug verdienen können. Und wir schaffen ein Leben das schwer und wir wollen meid. Aber ich glaube, wenn wir würden uns Leben ungesegnet, wir würden nicht mit dem Tausch tun, dass viele von uns sind meid, weil wir merken, unser Leben zu drock. Ein Bild, was mich anteimen, wir von einem kleinen Kind, ich weiß nicht, wie man in einem Amusement Park kann je fahren, einen Waterpark. Und du hast keine Städte auf der Welt, was China jetzt für ein kleines Kind ist, ein Amusement Park. Du rides mit fahren und Rollercoaster und Waterslides und das geht sehr schön, wie es ein Städte für ein kleines Kind. Je habt vielleicht mal belebt und je habt vielleicht Krautkinder gebracht und je Erdkinder und die spielen da eben. Und dann kommt ein Haus vor und die sind vielleicht 5 Minuten auf dem Weg, dann schlucken die alle. Und so ist es fertig mit uns. Wir glauben, wenn wir wollen uns Leben fällen mit so Dingen, was schein gehen tun, das ist gut, das ist gut. Aber wir können uns auch meiden merken mit Spielen. So das ist wichtig, dass wir lernen, wo wir sollen sozusagen uns Arme, die Leiche zu merken, dass wir nicht bloß ladig werden. So, wenn wir meid sind, wir sollen nach Jesus gehen. Dann sagt er wieder, alle unsere Schwere lassen gehen. Wenn wir uns bedrückt fühlen, wenn wir dort schwor haben, wenn wir eine schwere Zeit durchgehen, wir sollen und wir können unsere Ruhe in Christus finden. Wenn das schwer ist, wo gehen wir, um uns zu verreben? Ich glaube, sehr viele von uns, wir merken unsere Gedanken bis nach trocken, als dem wir. Wenn uns das schwer ist, wir gehen vielleicht trägen noch alle
Onwanheden, was wir haben, wo wir uns mit selbst betäben tun. Und das können alle Sorten Dinge sein. Wir merken unsere Gedanken, Druck, wir checken vielleicht uns Phone. Leider ist, was wir nur Jesus gehen, an Armloten uns frisch abfällen. Wir sollen uns verreven in Jesus Christus. Nicht böse zu sein, einen Break nehmen von alles, was schwer ist. Ich denke, was ich beleben, dass ein paar Werk trägt, dann nehme ich 3 Tage Port. Und das wir Port für meine Bibelschule, aber ich muss 3 Tage Port nehmen, dass ich nicht tun soll, bis Zeit nehmen für ihr Bett und dann stellen sein, bis für mich selbst, dass ich die Bibel lesen darf und von Gott hören und in ihr Bett sein. In die ersten paar Stunden wir leicht, freuen uns, dass ich freue mich, dass ich nicht zu tun habe, zu sein, bitte mit Jesus Zeit haben. Den zweiten Tag, wir sind schwer. Wenn wir würden in Englisch sein, wir sind bored. Wir nicht zu tun. Und dann und ich habe für die 3 Tage mein Phone Port gesagt, dass ich nicht würde irgendwelche Games oder Videos checken. Und dann kam ich dort an, wo sei wir uns angewandt haben. Ich habe mich selbst angewandt, wenn dort still und nicht angehen wird, dass wir unsere Gedanken weiter fällen mit Druck ketten. Und ich glaube, das ist ein großer Punkt, wo wir als Christen fertig mit sind. Wir merken uns Druck mit allen Sorten. Und wenn das still ist, wir können das still ist nicht verdrehen, dann merken wir uns Druck, dass wir nicht in stillen Brücken sind. Und ich glaube, das ist ein von den großen Dingen, was wir als Christen müssen lernen. Wir sollen still sein. In Psalm 46, der auf der Vers sagt es steht, seid still und seid an, dort ich Gott sehe. Ich wo manche Menschen geirrt worden, ich wo auf der Erde anerkannt haben. Er sagt hier, seid still und seid an, dort ich Gott sehe. Ein großer Part von Mea von Jesus lernen kann, als dort wir merken, uns selbst still. Wir lernen still sein. Das braucht nicht, dass wir einmal uns klein da voll haben. Wenn wir uns klein da einmal voll haben, dann ist uns einmal ladig. Bei uns fehlt Zeit, dass wir uns verreven können und dass Gott, der Jesus Christus und der Heilige ist, uns weiter frisch abfällen wird. Er redet wieder und er sagt, und ich will ihn Ruhe geben. Jesus Christus will uns Ruhe geben. Wir sollen zu Jesus gehen, dort er uns abfallen wird, dort wir uns Sabbat in Anfängen tun, dort er uns abfallen wird. Und das meint, dort wir uns hingeben tun zu Jesus Christus. Und diese Ruhe ist wichtig, dass wir dort Port merken von uns Leben. Und das ist, woran das sehr wichtig ist, dass wir nicht gesetzlich on sein tun. Ich glaube, das ist ein Ding, was wir das Deutsche fertig tun. Wir sagen, wir nehmen Sonntag auf. Aber was fällt wie unser Sonntag mit? So wie fertig Drake und Sonntag ist wie der Wockeltag wären, wenn wir merken, uns Drake mit allen Sorten. Wir sollen ruhen, wenn wir Port nehmen dann für Gott. Dann sagt Jesus, die wollen Ruhe finden für jene Seil. Diese Ruhe, diese Verreven, ist nicht bloß für uns Körper. Dass wir weiter mutig sein und weiter verrebt sein, das ist nicht bloß für uns Körper. Wir sollen uns Zeit, was wir Port sagen, dann zum Ruhen und Verreven, dass unser Seil wird abgefrischt. Dass unser Seil wird abgefällt mit Jesus. Dass wir mehr von Jesus fingen und Jesus ist der, der uns Mut und Energie geben wird. Es ist interessant, was wir hier sein tun. Und dadurch der Vers, er sagt, willst mein Joch trägt nicht und mein Los ist leicht. Wir denken nochmal, wann ich kann bis in Holiday nehmen, wann ich kann bis mal wegfahren. Und all die Dinge, was wir hier haben, wir merken uns Druck mit das und mit dort, mit das, mit dort. Und wir können bis mal Port fahren und mal wach sein von all den Dingen, dann will wir uns mal wirklich verreven.
Aber Jesus lehrt hier, dort ist nicht genug. Wir sollen sein Joch abnehmen. Aber er sagt, sein Joch trägt nicht. In Ordnung zu sein, sein Joch trägt nicht. Das helpt uns. So, wenn wir uns verreben in Jesus Christus, dort ist, wo wir Energie haben. Dort ist, wo wir Kraft haben für das Leben. Und wenn wir uns bis einmal Druck merken, dann wollen wir dort nicht finden. Ich finde das interessant hier, dass Jesus sagt nicht, leih all die schwere Dinge weg. Er sagt, nimm mein Joch ab. Und das dürfen wir der Zeit nehmen für Gott. Und das woran wir unsere Series anfangen, mit lernen, was zum Beten, lernen, was zum Dinge nur denken, lernen, was zum Zeit mit der Bibel nehmen, dort Gott persönlich konnte uns reden. So dort, wenn wir Zeit nehmen für Gott, dort er uns fällen wird. Dort wie, wenn wir nehmen das Beispiel von den Armen, dort uns Armer voll ist. Dort ist nicht genug bloß um der Lager zu merken. Wir sollen uns von boven fällen von Gott. Dann wieder sagt Jesus, lehrt von mir. Jesus hat uns ein Beispiel gegeben, wo wir sollen Ruen und Vereiwen. Es sind ein paar Dinge und sind Feierpunkte, wo ich will rüthaven von dem Beispiel und dem Vorbild, was Jesus wir zu uns von hier auf der Welt wir. Die erste Ding, was wir von Jesus sein, dass Jesus nimmt für eine Zeit, dass er allein wir. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir als Christen lernen, dass wir mal eine Zeit apart sagen, dass wir allein sind. Das ist irgendwas Besonderes, was passieren wird in uns, wenn wir allein sind und das still ist. Und das zweite Ding, was wir sein von Jesus, ist, dass wenn Jesus eine drake Zeit durchging, er nahm einmal, so zu sein, ins Sabbat, nur die drake Zeit. Nur meine ich, dass er muss wagen bei dem Weekend. Wir sind in Lukas Kapitel 5, 15 bis 16. Aber dort nichts von, was er getan hat, verspreit sich bloß so viel mehr. Und die Menschen kämen wie Schauwier und zu hören und von ihrer Kranken geheilt zu werden. Sie hier wieder, dass Jesus Christus seine Dienst, Wolsen deuten, und Menschen kämen zu ihm, wir würden gerne sagen, er hat Success. Weil leider, dass Jesus noch mehr und mehr deit und Dollar schaffen deit, das sagt hier in der Vers, sagt es dort. Aber Jesus ging zu Tiden für sich selbst allein, zu beten. Wir glauben, wenn Dinge gut gehen, und dann fehlen uns nicht diese Tiden, dass wir Port haben, dass wir uns verheben können. Aber es ist wichtig, wenn Dinge schein gehen, wenn Dinge gut gehen, dass wir uns Zeit geben, zum Verheben. Aber dort sei wir auch in Matthäus Kapitel 14, wenn Jesus eine schwere Zeit durchging, dass er Zeit nehmen wird, um sich verheben. Wenn wir eine schwere Zeit durchgehen, dann wird uns mehr Zeit fehlen zum Verheben. Ich will uns von dem Mut merken, dass wir nicht bloß Christen sind, die sich Drucker merken. Dass wir uns hart engagieren und sein Frauen, lieber ist, wie viel Zeit habe ich an meinen Kalender, lieber Frauen, wie viel Energie habe ich in meine Seele. Und dass wir uns Leben anstellen, durch noch, wie viel Energie wir haben, lieber ist, wo ladig uns Kalender ist. Dort fehlt nicht, dass wir einmal und einmal uns Kalender vormerken. Dass wir können verreif sein in Christus. Wo da Jesus Christus sich frisch jährlich abfällt. Wir sind dort Eva und Eva, was Jesus tut, er ging geport und er nimmt Zeit für sein Vater. Ich würde sagen, wenn wir würden von Werber sagen, Jesus Christus kam in 2022 und Jesus Christus wie auf der Welt in 2022. Wir würden diese Versen lesen. Jesus sah sein Sohn apart und ging und nahm Zeit für den Vater. Alle die Dinge, die wir uns mit Druck merken, die apart sahen, sodass wir Zeit haben für Gott.
En dan, we zijn ook aan de deel wat Jezus afhoudt. Jezus, wie in de synagoges, hij deed God aanbeden met andere christen. En dat is waarom ik wilde ons merken dat zondag is voor velen van ons een gouden dag, dat we poort zaten, dat we kunnen ruhen en verheven. Niet gesetzlich houden, aber wenn dat passend ist als Christen, dat we kerk services haben, dat we taub kommen met orde, dat we kunnen met orde taub Jezus aanbeden en van God hören. Ik geloof een van de grootste wegen waar we kunnen van de en dag ruhen en verheven, is dat we dan ons ganze leven doelsloon zo te zijn. Ik geloof, wanneer ik dat beobachten durf in mijn eigen leven en viele mensen erleben, de meer we schaffen doen, de meer dingen we hebben, de meer geld we hebben, de meer dingen wat we kunnen doen, de zwaarder is dat een simpel leven voor Christus. Dat is niet dat het aardig is, veel hebben. Dat is niet dat het aardig is, succesvol zijn. Dat is niet dat het aardig is, zeer rijk zijn. Ik geloof, velen van ons, we danken God dat we rijk zijn. En we vragen ons zelfs niet, is dit werkelijk in zin van God? Maar ik geloof, en ik wil gaan dat je me niet aardig verstaan doen. Veel geld hebben is niet aardig, dat is goed. Rijk zijn is niet aardig, dat is goed. Maar als dat we rijk zijn, dat is verken dat ons terughouden deed van Mea van Jesus krijgen. Philip Yancey, hij is een schrijver wat vele beker geschreven heeft en hij heeft veel gereisd. En hij zegt dat veel gaan, merkt dat zwaarder dat we tijd nemen voor je bed. Hij zegt, wanneer ik reizen doe, ik heb de verken beobacht dat Christen gaan de beste gebed in landen waar ze weinig gaan. En met dit wil ik waar zijn, dat is niet dat veel gaan is aardig. En voor veel schaffen is niet goed. Maar ik wil ons waar helpen denken, waar we voor eeuwigheid leven en niet voor deze wereld leven. Waar we geestelijk rijk zijn. Tijd neemt hem geestelijk rijk worden, leven is rijk zijn met geld en wat we hebben. Psalm 37, 7 zegt, zie rurig im Herrn en luur je geduldig naar arm. En euer die nicht van anderen ihre Weh gleich haben oder über die ihre Beise Plons durchführen. En persoonlijk moet je zeggen, veel te veel van ons gebruiken geld om dingen te kopen, om mensen tevreden stellen, wie we niet mogen gleichen. In Engels zeggen we, many spend money they don't have, so they can please people they don't even like. Ik geloof dat is een ding wat we hier in Ontario met kampen doen. We zijn wat ons nu behandelen, die hebben zich vielleicht een grootste Flasche voor je gekauft, dan is ons en voor die ons niet meer goed. We zijn wo eine persoon een gratis het huis afgebuurd, ons is ons huis niet meer goed. We zijn wo viele mensen een vacation voeren, dan is ons het niet meer goed hier in Leamington. En we stellen ons aan, zoals in Psalm hier zijn dat, we stellen ons aan, naar wat ons nu behaft en niet wat God ons geven deed. So de vraag wat ik geloof wichtig is voor ons, te vragen voor onszelf is dit. Hoeveel is genoeg? Als we dit kan, deze antwoorden in ons in het leven, waar we kampen met ruhen en verheven. Wenn de meer we hebben, de meer moet we schaffen om te houden wat we hebben. Dus ik zei dat ik wil ons niet de mening in de huis nemen, dat schaffen en wiederkomen en wiederboren aardig is. Aber wir dat nicht laten ons terughouden van ruhen en verheven in Christus. Philipper kapitel 4, de 12e vers zegt es dit. Ik weet wat dat is. Je deemoedig te worden en wat dat is van alles te hebben. Zoals bij rijk en arm je was.
Ik heb dat geheimnis geleerd in alle leugen tevreden te zijn. En ik kan zat oder hungrig zijn, riklich oder knap hebben. Ik wil vandaag sluiten met ons merken dat we tijd nemen om ons verheven. Nicht bis dat wir abhieren mit schaffen, nicht dort wie so zu sein, ans Beispiel mit einem Armer, dat wir unser Lager bis zu merken, dat het nicht mehr rutschelen wird. Aber dat wir Christen sind, wat wir uns loten fallen von Jesus Christus. Dort wann du auch viel Lager an uns Armer sein, dort wird von boven näher kommen wird, aber mehr erst ist dort, was rutschelen wird. Und wir müssen alle lernen, wo wir uns Leben anstehen tun, wo wir uns Leben anrichten tun, dort wir können jährlich gefällt worden, mehr und mehr von Jesus kriegen. Wir wollen noch schließen im Gebet. Jesus Christus, Dankeschön, dass du unser Ruhe bist. In dir haben wir Ruhe von unser Yes hier wirken. Und Gott, ich bete, dass du uns helfen, besonders wie wir in ein Land leben, wo Druck ist und wo wir viel haben. Dort wir wollen uns nicht versiemen, mit Sound, was uns von die Weg leiden wird. Ich bete Gott, dass du uns Leiber noch die tragen. Dass wir wollen sein, wo wir können uns verreven und uns rüffingen in Jesus. Wir beten auch für uns, dass wir wollen können sein in uns Leben, was wir zu sehen leihen können, dort wir mehr Zeit haben für die. Wir beten alle das in Jesus' Namen. Amen.